So, ich habe euch jetzt mal ganz eine besinnliche Geschichte. Wenn ihr euch nämlich wieder mal aufregt oder wenn ihr traurig seid und mit euren Gefühlen vielleicht gerade nicht Schlag kommt, dann denkt an die Geschichte zurück und was sie für einen Sinn dahinter hat. Die Bettelschale. Als der Buddha in einem kleinen Wald am Rand eine Pause gemacht hat, hat er einen von seinen Schülern gebeten, dass er beim Fluss unten ein bisschen Wasser holen will, weil er Durst hatte. Der Buddha hat die Bettelschale hergestreckt und ein Jüngling hat sie genommen und ist gegangen. Unterdessen haben dort mehrere Holzwege, die von Ochsen gezogen worden sind, den Fluss durchquert und ihn so stark aufgewühlt, dass der Schlamm und der Dreck das ganze Wasser grusig gemacht haben. Der Jüngling ist zurückgekommen, ohne dass er Wasser aus dem Fluss geschöpft hat und hat dem Buddha die leere Bettelschale hingestreckt und gesagt, was passiert ist. Er hat gefragt, was hätte er machen sollen. Der Buddha hat ganz ruhig gesagt: «Nimm meine Schale und gang zurück zum Fluss. Hock einfach beim Ufer ab und warte geduldig, bis das Wasser wieder sauber und klar ist. Es braucht seine Zeit, bis sich der Schlamm und der Dreck wieder gesetzt hat und die losen Blätter, die umschwimmen, weitergetragen worden sind mit dem Strom. Aber alles ist in der Veränderung, alles fließt. Nichts bleibt, wie es war. Alles wandelt sich. Gang jetzt und wart einfach.» Der Jüngling ist nochmal zum Fluss gegangen und er hat nicht schlecht gestaunt, wo das Wasser unterdessen schon sauber und klar war. Er hat die Bettelschale ganz voll gemacht und ist wieder zurück zum Buddha gegangen. Auf dem Rückweg hat er plötzlich verstanden und hat zu sich selber gesagt: «Genau so wie die Blätter, der Dreck und der Schlamm nicht in den Fluss gehören, sind auch unsere Emotionen, Gedanken und Gefühle nicht unsere wahre Natur. Wenn wir geduldig warten, werden sie sich beruhigen, verändern und von allein verschwinden. Klarheit und Reinheit wird sich immer durchsetzen, weil alles im Fluss ist. Wie das saubere, klare Wasser kommt dann auch unsere edle und reine Kern führen. Unser natürliche und wahre Wesen.» Er hat dankbar gelächelt und hat im Buddha seine Schale mit dem frischen Wasser übergeben.